Salut zusammen, da ist Rufus. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Diamonds Are Forever. Heute mit einer Waffe, die ich eigentlich relativ selten sehe im Online-Modus, also im Online-Multiplayer. Und zwar Scar H. Das ist mir aber irgendwie auch schon aufgefallen in früheren CODs. MW3 zum Beispiel, Scar ist eigentlich recht geil gewesen, aber gegen die ACR keine Chance gehabt. Und jetzt in Black Ops 2 würde ich sagen, ist da wahrscheinlich eher die AN94 so ein bisschen die Konkurrenz, wenn wir zu der Scar H reden. Obwohl, Scar H ist eigentlich recht gut. Vom Magazin her ist sie eigentlich durchschnittlich wie alle anderen, 30 Schüsse normal und 40 Schüsse Extended Max. Min Damage hat sie neben der Fall und der SMR, was logisch ist irgendwie, der höchste Schaden. Und das kommt ihr auch zu gut bei 3-Shot-Kill, also 2 Schüsse gibt es auf keine Distanz, aber 3 Schuss ist sie klar neben der SMR und der Fall hat sie die höchste Range, und zwar 145 Meter. Das heisst, für ein vollautomatisches Sturmgewehr wie Scar ist das eigentlich extrem, wenn man 3 Schuss auf 145 Meter, schon eine rechte Distanz. Und 4 Schuss sind es dann bei 248 Meter, also 4 Schuss auf 248 Meter noch zu treffen mit einer vollautomatischen, ich glaube, das ist durchaus machbar. Und das erstaunt mich eben eigentlich, dass man darum Scar so wenig sieht, weil es ist eigentlich, wenn man die Statistik anschaut, eine sehr starke Waffe. Ich habe im Hintergrundvideo ich sie mit schnell ziehen wegen Hardcore, das haben ihr jetzt auch schon etwa 1000 Mal gehört. Und der Griff, ich habe irgendwie ein bisschen Mühe gehabt, gerade mit dem Recoil, und gefunden, gehst du mal einen Griff drauf. Und das ist wirklich das erste Mal, dass ich mit dem Griff gespielt habe. Und es ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt zwingend, dass man das muss. Aber mir ist es irgendwie ganz gelegen gekommen. Und wegen dem Recoil, sie schießt nicht so schnell. Sie steht durchaus im Mittelmaß mit 600 Rounds per Minute. Also nicht extrem schnell, extrem langsam. Und darum, wenn wir vielleicht ein bisschen bursten, würden wir eventuell den Recoil auch ein bisschen besser unter Kontrolle haben. Kann aber auch immer sein, dass ich jetzt das einfach so empfinde. Andere sagen, ich kann da voll drauf haben und treffe immer. Also alles in allem erstaunt es mich eigentlich sehr, dass die Waffe nicht öfters genutzt wird im Online-Multiplayer. Weil sie ist sehr gut, man bekommt sie glaube auch nicht allzu spät. Klar, Konkurrenz ist nicht sehr schlecht, wenn man so will. Also die M27 und die M94 sind beides sehr geile Waffen. Und wir wissen es alle, Black Ops 2 ist eher das SMG-Game. Aber eben, ich hatte sehr Freude gehabt, wieder mit dieser Waffe zu spielen. Auch Hipfire ist sie brutal. Von den Perks her, ja, ist noch schwierig. Ich brauche einfach Plünderer, weil ich ja, mit diesen paar Schüssen, die sie da einem mitgeben, komme ich nie an. Aufsätze, die Iron Sights sind eigentlich ganz in Ordnung. Ich habe meistens noch relativ gerne eine Sight getroffen. Bei dieser Waffe jetzt zwar im Hintergrundvideo gerade nicht, aber allgemein kann man sich darüber streiten. Das ist Geschmackssache, braucht man eins, braucht man keins. Ich spiele sie sehr gerne mit schnell ziehen und schnelles Magazin. Schaft kann man natürlich auch spielen, wie gesagt, ich habe mich dort einfach so ein bisschen verlehrt zu zielen. Ich verziehe dann meistens ein bisschen. Aber das ist eine Waffe, die einem viele, sagen wir jetzt mal, Fehler verzeiht und man ein bisschen falsche Perks dabei hat. Obwohl, das gibt es nicht unbedingt, aber sollte es so sein, die Waffe verteilt es auf jeden Fall. Give it a try. Hammer Waffe, das war schon wieder gewesen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Schönen zusammen.